Mit ihrem langen Zeigefingernagel hat sie vor der Mary-Lou ihrem Gesicht umgefuchtelt und dann gekrächzt. Wir wiederholen jetzt den zarten Frühlingszauber für unsere Anfängerinnen. Und dann lernen wir, wie wir Schlangen, Kröte und andere Haustierchen zaubern. Mary-Lou hat bei allem fest aufgepasst. Sie hat ein paar kleine Fehler bei den Übungen gemacht. Aber das hat niemand außer der Lehrerin 7 Tricks gemerkt. Und jetzt geht's eine Prüfung. Der Lehrerin ihre Augen haben sich zu Schlitz verzogen und ihr Grinsen hat sich über das ganze Gesicht ausbreitet. Die 7 Tricks hat die Test gern gehabt. Besonders, wenn sie den Kopf noch höher hat können heben und von dort oben runter hat können rufen. Wer hext den weißen Rab aus dem Nichts? Ich! Die Vika hat ihren Stuhl umgeschossen, ist im Schulzimmer umeinandergerannt, hat das Tintenfässchen mit dem Rabenfuß drin umgestoßen und hat gequietscht. Man nimmt eine weisse Feder und schwingt sie 3-mal durch die Luft. So ein Quatsch! 7-mal muss man sie dann schwingen. Sind ihr blöd? Da muss man drauf speuzen. Und schon hat es Streit gegeben. Die Vika hat die Hollebolle an der Nase gerissen. Die Hollebolle die Vika an den Haaren, während Mali der Vika in den Fuß gebissen hat. Smelda hat der Vika den Rock verrissen und Merle ist der Bischu, der versucht hat, Smelda zu fetzen, auf dem Rücken herumgetrampelt. Alle haben gekreischt und geist, es hat zischt und blischt im Hexenschulzimmer. Die Stühle sind geflogen, die Tische sind umgekippt, die Wandtafel ist krachend ab der Wand geflogen und die Hexenbücher sind in der Luft umgewirbelt. Auch die Mary-Lou ist umeinander gerannt und hat nicht gewusst, was sie machen soll. Wenn doch nur ein genialer Gedanke vom Himmel wird fallen. Aber hey, hat Mary-Lou da nicht ein Geräusch gehört, hinten im Ecke, wo ihr Hexenspruchbuch gelegen ist? Du, Mary-Lou. Also ein Buch kann doch nicht reden, oder doch? Los zu, Mary-Lou. Sie haben dich ausgelacht und sie haben mich ausgelacht. Denen zeigen wir, was wir können. Lieslig, ganz lieslig, hat's der extrem schwere weisse Rabenspruch von der Gacko-verdreckten, kaffeegescheckten Seite 1002 aufgesagt. Mary-Lou hat angespannt gewartet, bis ein Gacko-verdreckter, kaffeegescheckter, weisser Rab oben an der Schulzimmerdecke rumgeflattert ist. Das hat den anderen Hexen viel besser gefallen als so ein langweiliges Weiss. Sie haben den Vogel bewundert und selber Lust gekriegt zum Hexen. Also haben sie Weidenhöpfe mit Streifen gehext. Und Truthahn mit Reifen um die Beine und um den Hals. Und karierte Eulen und verzierte Falken und kringelte Kolibri.